Wir würden heute gerne wieder mal über einen Film reden, der bereits auf Blu-ray und auf DVD erschienen ist. Also ein Film, den man eventuell überschaut hat. Die Rede ist von Nightcrawler. Im Film geht es um den Lou Bloom, gespielt von Jake Gyllenhaal. Er ist ein Reporter oder ein Journalist und er ist sehr ein zielstrebiger Mensch. Und er weiß genau, was er will und er setzt eigentlich ziemlich alles ein, um die Ziele auch zu erreichen. Sein Job ist es eigentlich, so schnell wie möglich bei Unfallstellen und Unfallorten zu sein und die halt dann zu filmen und die Aufnahmen dann an einem Studio zu verkaufen. Neben dem Jake Gyllenhaal spielen auch der Riz Ahmed, der René Russo und der Bill Paxton mit. Regie hat geführt der Dan Gilroy, er hat das Drehbuch geschrieben und das ist das erste Mal, wo er bei so einem Blockbuster hat Regie führen konnte. Obwohl das Wort Blockbuster eigentlich die falsche Bezeichnung ist für den Film. Es ist sehr ein kleiner Film, es passiert nicht ein Haufen, es hat nur 3-4 Figuren, die wirklich öfters vorkommen, aber das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Man kann richtig auf die Figuren fokussieren, vor allem auf den Jake Gyllenhaal, der die Hauptfigur spielt, der Lou Bloom. Das ist so eine tolle Performance, es ist wirklich grandios. Ich rede da mit grossen Superlativen und so, aber es ist wirklich eine super Darstellung. Ich meine, der Jake Gyllenhaal ist ein berühmtes Gesicht. Man kennt ihn, man weiss, wie er aussieht, aber du siehst bei diesem Film nicht den Jake Gyllenhaal. Er ist eine komplett andere Figur. Er hat auch abgenommen für den Film, aber auf das wollen wir jetzt nicht fokussieren. Er ist auch sonst so grossartig in dem Film. Ich kann gar nicht viel mehr sagen. Eine andere Stärke vom Film ist die Optik, also die ganze Szenerie von L.A. in der Nacht. L.A. in der Nacht ist ein Motiv, das sehr oft benutzt wird, zum Beispiel auch im Film Collateral mit dem Tom Cruise und Jamie Foxx. Auch dort schon extrem geil gemacht und in Szene gekriegt, weil die Stadt in der Nacht hat einfach etwas Bedrückendes, sie hat etwas Bedrohliches. Und das weiss der Regisseur in dem Film ganz gut einzusetzen und auch zu nutzen. Der Jake Gyllenhaal selber ist schon ein Psychopath eigentlich in dem Film, aber mit dieser ganzen Umgebung, mit dieser Nacht in dieser grossen Stadt, es wirkt einfach nochmal geiler und fester. Und eben, nebst dieser Szenerie und neben der Hauptdarstellung vom Jake Gyllenhaal, es ist wirklich, das Drehbuch ist absolut fesselnd. Es ist zwar in der ersten Hälfte vom Film ist es eher langsam, es passiert nicht wirklich viel, aber das habe ich wahnsinnig wichtig gefunden, dass seine Figur sich entwickeln kann. Er ist von Anfang an ein elender Soziopath und ein Riesenpisser, aber das sei mal dahingestellt. Du merkst wirklich, wie er eine Faszination für das Nightcrawling entwickelt. Und er ist wie geschaffen für die Rollen. Und das Nightcrawling, das habe ich auch sehr interessant gefunden. Es hat wie mal die andere Seite vom Newsjournalismus gezeigt. Man sieht ja heute überall grosse Schlagzeilen und alles. Und das zeigt jetzt dort mal, wer hinter der Kamera steht. Und in der Schweiz ist jetzt das nicht so ein Thema, dass man so Unfallstellen direkt filmt. Aber in den USA, vor allem in den Morgen News, wie das in diesem Film dargestellt wird, es ist brutal. Man denkt sich, wie kommen die Leute an so Bilder? Und ich behaupte jetzt mal, Nightcrawler ist relativ nahe an der Realität. Und das ist auch eine Stärke von dem Film, dass es so realitätsnah ist. Es wirkt so, als könnte es eine echte Geschichte sein. Und das ist einerseits grossartig für den Film, andererseits aber auch eigentlich bedrückend und verängstigend, dass es so etwas gibt. Es gibt eigentlich fast nichts schlecht zu dem Film. Sagen, wenn wir etwas erwähnen möchten, ist es allenfalls das Tempo vom Film. Wie gesagt, der Film geht relativ lang, knapp 2 Stunden. Es ist kein Actionfilm, das ist ganz klar, aber der Film lässt sich sehr viel Zeit für die Charakterentwicklung und damit auch der Zuschauer die Person, den Lou, besser kennenlernen kann. Es ist zum Teil fast ein bisschen zu lang. Der Film könnte ein bisschen schneller sein. Ich bin bereits nach dem ersten Mal, als ich ihn im Kino gesehen habe, bin ich begeistert vom Film. Jetzt auch beim zweiten Mal schauen, bin ich immer noch gleich begeistert. Ich finde den Film grossartig. Er ist nichts für Leute, die nicht gerne langsame Filme haben, wo nicht wahnsinnig viel passiert, weil der Film ist eine reine Charakterstudie von dem Lou Bloom. Wenn man das nicht liebt, dann sollte vielleicht den Nightcrawler nicht unbedingt schauen, aber wenn man einen sehr entspannenden und auch teilweise schockierenden Film möchte sehen, dann kann ich Nightcrawler nur empfehlen. Ich habe mich größtenteils am Nickgas im Fazit anschliessen. Ich habe den Film sehr gut gefunden. Jetzt, für mich ist jetzt nicht das Meisterwerk gewesen, wo sehr viel gesagt haben, dass es ist. Zum Beispiel ich. Genau. Es ist ein sehr guter Film gewesen, ich bin gut unterhalten worden. Allerdings habe ich gefunden, er ist nicht so spannend gewesen, wie ihn jetzt alle versprochen haben. Aber meiner Meinung nach lohnt sich der Film allein schon zum Schauen wegen Jake Gyllenhaal, weil seine schauspielerische Leistung in dem Film ist wirklich atemberaubend. Wie immer ganz grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, schreibt doch bitte einen Kommentar auf Facebook und auf YouTube und auf Twitter. Ihr findet die Links da unten, da bei der Beschreibung unten. Gebt uns einen Kommentar, wie ihr den Film gefunden habt. Eure Meinung ist für uns sehr wichtig, nimmt das auch sehr Wunder. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt uns doch gleich abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Sprache ist... Nein, Sprache.
Sprache ist. Regieführer. Ich kann nicht mal reden. Vom Lou, vom Jake Gyllenhaal. Vom Jake Gyllenhaal.